Grüß euch miteinander und herzlich willkommen beim Jungfrau-Zeitung Panorama aus Bern. Wir haben für euch den Flughafen Zürich. So hat man dort den Start in die Sommerferien erlebt. Im Tierpark Telhölzli zu Bern soll es mehr Platz für die Artenvielfalt geben. Und der junge, aufstrebende Tennisspieler Dominik Stricker aus Münzigen ist wieder dabei zu Gstaad. Jetzt haben wir noch aber vor diesen Top-Themen zuerst mal noch aktuelle Kurzmeldungen aus der Region. Zu wenig Platz für das Eidgenössische auf dem Waffenplatz. Nach dem Kantonalbernischen ist vor dem Eidgenössischen. Das hoffen die Verantwortlichen vom Bewerbungskomitee für das ESAF 2028 zu tun. Aber als Austragungsort ist das Waffenplatzareal vorgesehen. Weil dort dem Naturschutz verstärkte Beobachtung zukommt, wird auch Burgerland benötigt. Und es wird sicher Herbst, bis alle Verhandlungen abgeschlossen sind. Neue Verkehrsführung am Maulbeeri. Nach Abschluss der Sanierung des Maulbeeri-Kreisel setzt die Stadt zur Erhöhung der Sicherheit die letzten Massnahmen um. Auf der Aarestrasse wird die Zufahrt in Kreisel im Rahmen eines Verkehrsversuchs von 2 auf 1 Fahrspur mit Radstreifen reduziert. Die neue Verkehrsführung gilt ab dem 20. Juli, also morgen. Liebesbetrüger ergaunern hohe Beträge. Bei einer im Internet gefundenen Liebe sollte man Vorsicht walten lassen. Im Kanton Solothurn haben Liebesbetrüger 2 Frauen mehrere 100'000 Franken abgeknüpft. Der Start in die Sommerferien. Gerade am Flughafen Zürich ist das immer eine intensive Zeit. Das erste verkehrsreiche Wochenende dieses Jahr sei aber problemlos verlaufen. Die Schlangen vor den Schaltern waren zwar lang, man hatte aber laut den Verantwortlichen vom Flughafen Zürich immer genug Personal vor Ort gehabt. Ja, wir fertigen heute über 38'000 Passagiere ab. Das ist ein Peak, den wir sonst nicht haben. Wir haben beispielsweise Ende Januar nur ein Drittel davon abgefertigt. Sprich, es sind Passagierzahlen, die sehr hoch sind. Das ist ja fast wieder so wie vor Corona. Was sind denn die besonderen Herausforderungen für Sie an so einem Tag? Ja, es sind heute sehr viele Familien unterwegs, Passagiere, die sonst nicht so oft fliegen. Und die sind halt auch ein bisschen ungeübter. Entsprechend länger geht die Abfertigung. Und unser Ziel ist, dass wir jeden Passagier pünktlich in die Ferien bringen. Ja, nachdem es hier eingecheckt ist, geht es über Fördertechnik zuerst mal zum Röntgengerät. Dort wird geschaut, ob alles in Ordnung ist, ob es sicher ist. Nachher kommt es zu so einem genannten Sortierziel, wo ein Mitarbeiter von uns dann prüft, ob das Gepäckstück wirklich auf diesen Flug muss. Und wenn das alles korrekt ist, dann wird es transportiert zum Flugzeug und zum Schluss noch von den weiteren Kollegen vom Ramp dann ins Flugzeug verladen. Wir spüren es speziell im Gepäckbereich, das ist richtig. In diesem Bereich gehen die Prozesszeiten etwa 5-mal länger. Oder? Es sind 5-mal mehr Gepäck, die nicht ankommen oder später müssen verschickt werden wie sonst. Und das ist doch der Bereich, der am meisten belastet ist. Vom Flughafen Zürich jetzt in den Tierpark Telhölzli zu Bern. Dort soll es mehr Platz für die Artenvielfalt geben. Das, weil die Artenvielfalt in der Schweiz immer mehr gefährdet ist. Entgegenwirken will man dem unter anderem mit einem Käfertreff oder auch mit der Überwachung von Kleinsäugetieren. Sieht so aus, das ist ein totes Tier. Wir haben eine neue Ausrichtung. Zwar hat der alte Claim mehr Platz für weniger Tiere in einer Zeit, wo es eigentlich immer weniger Tiere überhaupt gibt. Aufgrund des Biodiversitätsverlustes haben wir uns überlegt, es ist schon wichtig, dass man eigentlich der Vielfalt an Lebewesen mehr Raum gibt. Und deshalb haben wir einen neuen Claim, mehr Raum für Vielfalt. Also wir haben einerseits das Projekt
Förderung der holzfressenden Käferarten, wo wir jetzt gerade direkt vor dem Käfertreff stehen. Und da geht es eigentlich darum, dass wir prioritär den Nashornkäfer und den Hirschkäfer wieder zurück auf Bern holen, weil die gibt es ja seit vielen Jahren nicht mehr in Bern, haben aber hier mal gelebt. Und quasi mit denen als Panda-Bären, sage ich jetzt einmal, kommen dann auch ganz viele andere Käferarten zurück. Und dass man das machen kann, muss man eben spezielle Strukturen schaffen. Das haben wir eben in diesem Käfertreff, in diesem Totholzgarten schon mal angefangen. Und die Idee ist, dass man nachher mit der Stadtgärtnerei auf dem ganzen Platz Bern das quasi wie überall in Flugdistanz von den Käfern kann ausbreiten kann, sodass es irgendwann auf dem Platz Bern, Stadtareal, vielleicht sogar später noch ein bisschen darüber hinaus eine Population gibt, die immer wieder sich austauschen kann und so eine gewisse Stabilität hat. Was sind die Ziele von diesen Projekten, die ihr jetzt macht? Also das Ziel ist natürlich, dass man die Artenvielfalt erhöht, hier in und um Bern, aber auch in der Schweiz und international. Wir haben auch Zuchtprogramme, mit denen wir uns beschäftigen. Die Biodiversität leidet im Moment stark, die Vielfalt geht zurück und wir nehmen das uns sehr, sehr ernst, dass wir uns mit dem Thema eigentlich auseinandersetzen. Was bedeutet die neue Ausrichtung für die Besucher und Besucherinnen? Was können sie so erwarten? Für die Besucher ist ganz spannend. Wir haben natürlich hier Elemente, die werden noch beschildert und beschriftet, wo sie sich mit der Thematik auseinandersetzen können. Wir machen aber auch ganz viele Führungen zu dem Thema. Auch die Kinder werden abgeholt und eingebunden, dass man sich eigentlich mehr auch um die Projekte kümmert, die es hier vor Ort gibt. Ja, und jetzt wird es noch sportlich. Der Dominik Stricker, der ist wieder dabei an den Swiss Opens gestartet. Der 19-jährige Münziger, der macht seit längerem mit seinen Erfolgen auf sich aufmerksam. Der erste Gegner an der Swiss Open gestartet wird ein Freund sein von ihm, sein Doppel- und Trainingspartner. Ich konnte jetzt meine ersten Grand Slam Qualis spielen, die mir sicher extrem geholfen haben für die Erfahrung. Dann, die ganzen ATP-Turniere, die ich spielen konnte, viel wieder auf der Challenger Tour gewesen. Und ich glaube, allgemein die ganzen Matches gegen die guten Spieler haben mir sicher extrem geholfen. Und ich glaube, ich bin zu Weg für das Turnier hier. Ich finde auch, der Unterschied ist nicht riesig. Man sieht immer wieder, dass Spieler von Challenger Tour eine Runde 2-3 gewinnen. Und eben, es ist cool zu sehen, auch für mich, dass da sicher nicht eine grosse Differenz ist von Challenger Tour zur ATP, aber es ist eben trotzdem noch sicher eine kleine Differenz. Und ja, klar machen wir immer wieder so Dummheiten, sei das mal vielleicht ein Stopp-Ball, der nicht nötig ist, oder ein Fehler, da, der nicht sein sollte. Aber ich glaube, es gehört auch irgendwie dazu. Also eben jeder macht sicher seine Dummheiten. Ich würde sagen, die auf der ATP-Tour machen es vielleicht in weniger wichtigeren Momenten, aber ja, ich glaube, man kann als Challenger-Spieler dort sicher auch mithaben. Es bedeutet mir natürlich extrem viel. Es ist in meinem Heimkanton, wo ich bin aufgewachsen bin, seit klein verfolge ich das Turnier. Es ist extrem cool, da zu sein und zu spielen. Ich freue mich natürlich auch auf morgen auf ein Match. Ich hoffe, es werden viele Leute kommen. Es wird sicher ein cooler Match und ich freue mich. Ich glaube, es ist ein bisschen gemischte Gefühl. Es ist auf einen Weg cool, dass sicher ein Schweizer in der zweiten Runde ist, aber auf einem anderen Weg, ja, wenn man nicht in der ersten Runde gegen einen Schweizer Spieler spielen, aber ja, ich und der Mac sind extrem gut neben dem Platz und spielen hier auch wieder doppelt zusammen. Aber ja, ich glaube, es ist ein cooler Match. Wir haben noch nie gegeneinander gespielt. Es wird ein guter Match, hoffe ich. Und ja, mal schauen, wer gewinnt. Super. Viel Glück, toi toi toi. Merci. Danke dir. Ja, das Wetter während dem Interview mit dem Dominik Stricker war ja wunderschön. Und es bleibt auch die nächsten Tage sehr schön und auch sehr warm. Was das genau heisst, das sagen euch jetzt unsere Experten von Meteo News. So viel für heute. Mehr spannende Artikel findet ihr auf unserer Webseite jungfrauzeitung.ch. Und wir sehen uns morgen Abend wieder. Schönen Feierabend wünsche ich. Das Wetter wird euch präsentiert von Jungfrau Zeitung. Meine Damen und Herren, grüß euch miteinander und ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Und heute ist das Hochsommerwetter in die nächste Runde. Ein staubblauer Himmel, heisse Temperaturen, perfekte Bedingungen in den Bergen natürlich, zum Beispiel für zu wandern. Aber auf morgen wird es wirklich außergewöhnlich heiß. Wir sind nämlich im Vorfeld von einem Höhentief über der Biscaya. Wir sehen hier im Vorfeld von diesem Tief wird sehr heiße Luft Richtung West- und Nordwesteuropa transportiert und auch wir im Alpenraum sind morgen zunehmend davon betroffen.
In der Nacht auf morgen da ist es sternenklar und morgen Vormittag ist es wieder sonnig, meistens wolkenlos. Morgen unbedingt gut durchlüften. Die Temperaturen gehen normal ziemlich retour. Die Tiefstwerte liegen zwischen etwa 14 und 16 Grad. Ja, meistens sonnig ist es auch am Nachmittag, nur über den Bergen. Da bilden sich dann morgen doch ein paar größere Quellwolken und ich kann es nicht ganz ausschließen, dass es im Oberland lokal bis am Abend für ein Hitzegewitter könnte länger. Aber an den allermeisten Orten bleibt es trocken und vor allem sehr heiß. Im Flachland da haben wir etwa 35 bis 36 Grad und selbst im Oberland, zum Beispiel aus Meiringen, da haben wir etwa 33 bis 35 Grad. Am Mittwoch da ist die Luft vorübergehend ein bisschen feuchter. Es ist recht sonnig zwar, aber es kann bereits morgen ganz lokal für einen guten Regen länger. Nachmittag und Abend sind doch zum Teil auch Gewitter möglich, verbreitet nass wird es aber weiterhin nicht. Die Temperaturen heisst Interlaken 32 Grad. Dann stehen wir zuerst zum Teil noch dichtere Wolken. Entlang der Berge sind lokale Regengüsse noch möglich, sonst gibt es aber schon wieder einen Übergang zu häufig sonnigem Wetter. Die Temperaturen reichen rund 30 Grad. Am Freitag wird es schon wieder sehr heiß mit bis 34 Grad. Das ist meistens sonnig. Am Samstag ist die Luft wahrscheinlich vorübergehend wieder ein bisschen feuchter. Platzregen oder Gewitter sind möglich. Trotzdem es bleibt heiß, schwül heiß. Und auf den Sonntag da gehen die Temperaturen weiter darauf. Es gibt dann wieder bis zu 34 Grad. Die heisse Phase die geht also weiter. Wie immer halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Einen ganz schönen Abend und auf Wiedersehen miteinander.